Ich bin ziemlich K.O. Die Insolvenz hat schon eine Kerbe reingeschlagen, klar. Hätten wir das alles gewusst, wüssten wir nicht, ob wir damit angefangen hätten. Muss ich jetzt da rein? Ja, ich habe 2, 3 Stunden nach Emelies Geburt noch aus dem Krankenhaus schon wieder angefangen zu arbeiten. Ja, er ist wirklich von früh bis spät auf den Beinen. Eva! Es ist echt scheiße, aber man kann nichts machen. Eva, stopp, aus! Wenn wir dieses Jahr keine Erdnüsse ernten auf dem Feld, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem alten Showroom. Wir wissen, dass der neu vermietet ist und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das so ist, wieder da zu sein. Ja. Naturnah Möbel war ein Familienunternehmen für die Produktion hochwertiger Massivholzmöbel nach Maß. Mein Vater hat Mitte der 90er Jahre eine Möbelproduktionsfirma in Rumänien eröffnet, weil mein Vater auch ursprünglich aus Rumänien kommt. Also haben wir gesagt, okay, wir machen einen Online-Shop auf. Also wir haben Naturnah Möbel gegründet hier in Deutschland und haben die Möbel im Werk meines Vaters produzieren lassen. Wie geht's mir jetzt gerade, wo ich in den Showroom zurückfahre? Irgendwie aufgeregt. Ich weiß nicht, nicht so gut. Ja, also Naturnah Möbel ist super gewachsen. Wir haben es geschafft, zu 4,5 Millionen Euro Jahresumsatz zu bringen. Und dann ist Naturnah Möbel trotzdem in die Insolvenz gerutscht. Da ich Geschäftsführer war, dieser EK, hafte mit meinem vollen Privatvermögen. Die Insolvenz hat schon eine Kerbe reingeschlagen, klar, weil alle Sachen, die Ben gehört haben, wurden komplett in die Masse aufgenommen. Mandy war angestellt bei Naturnah Möbel, das war auch gut so und ist dadurch jetzt 100%ig geschäftsfähig. Also es läuft jetzt quasi alles über mich. Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen unsicher, jetzt in den Showroom zu fahren, weil ich nicht so wirklich weiß, was dann so passiert. Und ich gar nicht so will, dass so das Alte in mir wieder so aufgewühlt wird. So. Hier war er. Unser Showroom. Die Liebe ist weg. Die Seele ist raus. Die Liebe zum Detail ist weg. Hier haben wir ganz viel Holz gestapelt. Da haben wir halt ein Schaufenster gehabt und das halt noch schön dekoriert. Mit ein paar Kleinigkeiten, die wir auch verkauft haben, so Pflegemittel und so. Aber schau mal, unsere Tapete haben sie dran gelassen. Ah ja, stimmt. Krass. Ja, wir hatten halt hier so eine Waldtapete und da war hier das Zirpenschlafzimmer. Die Tapete ist noch dran. Der Boden ist auch drin. Wären sie blöd gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Und die haben das hier umgebaut, ne? Die haben da eine Wand Die reingezogen. haben Wände reingezogen. Oh. Muss ich jetzt da rein? Ich bereite jetzt gerade noch einen Tee vor und dann habe ich mich mit meiner kleinen Schwester verabredet. Die wollte mir heute helfen, noch ein bisschen an dem Logo weiterzumachen. Genau, und da bin ich jetzt auch echt froh drum, weil sie ist eher so die Kreative unter uns beiden. Und genau, freue ich mich jetzt, wenn sie kommt. Und dann, ja, freue ich mich auch generell, sie einfach mal wieder zu sehen, weil das natürlich auch zur Zeit voll auf der Strecke bleibt. Was ich bei der Werkstatt halt so ein bisschen merke, ist, wir agieren an ganz unterschiedlichen Stellen. Und nur so kann das ganze Konstrukt funktionieren. Aber was mir schon natürlich ein bisschen schwerfällt, ist, dass ich ja mit meiner Vollzeittätigkeit im Jugendamt eigentlich in einer ganz anderen Welt stecke. Und dann die Werkstattthemen wieder eine ganz andere Welt sind. Und da versuche ich mich halt sehr gut darauf einzulassen und dann immer umzuswitchen. Aber da hat halt kaum was anderes da noch Platz und Raum im Moment. Schauen wir mal, was da heute noch so geht im Logo. Hallo. Lass dich drücken. Meine Schwester hat früher auch sehr viel Zeit mit mir verbracht und ich glaube, sie hat sich halt einfach gefreut, dann überhaupt wieder etwas Zeit mit mir verbringen zu können. Ach, jetzt freue ich mich. Ja, ich freue mich auch voll. Über die ganze Phase der Selbstständigkeit war uns ja klar, dass einfach in der Zeit der Fokus da komplett drauf liegt und dass in der Zeit halt einfach Freunde, Familie und ja auch Hobbys einfach total zurückgestellt werden. Also ich habe sie mir jetzt halt mal so gezeigt und
Er fand es eigentlich richtig gut. Er meinte nur, weil wir haben ja bisher die Werkstatt nur mit dem Reifen so verkörpert. Und er meinte, dass es vielleicht noch schlau wäre, einfach so einen großen Gabelschlüssel oder so dem noch in die Hand zu zeichnen. Ja. Dass einfach, auch wenn das so verkleinert ist, der so richtig deutlich hervorkommt. Ah ja, so überdimensioniert. Genau. Das war irgendwie so unsere Philosophie von Beginn an, dass wir einfach alles selber machen. Wenn man es selber macht, lernt man viel dabei. Und ja, wir wollten uns einfach selber ausprobieren, auch selber die Erfahrungen machen. Dann kannst du ja da jetzt noch so den Ansatz von den Felgen noch irgendwie machen. Aber die würde ich so richtig grob nur machen. Okay, also, ist dann doch aufwendiger, zeitaufwendiger, als man denke. Ah, der Ali ruft schon wieder an. Der Klassiker. Ali? Hey. Hi, seid ihr noch am Drehen? Ja, kein Stress. Was gibt's? Oh, das ist doch schön. Das freut mich voll. Ja, dann, also kannst jetzt echt mal Feierabend machen. Ja, er ist wirklich von früh bis spät auf den Beinen. Es gab dann einfach irgendwann eine Phase, da ist das so ins Rollen gekommen. Da habe ich dann irgendwann schon gemerkt, dass wir uns halt einfach faktisch wenig sehen. Tschüss, mein Schatz. Ciao. Ich bin auch jemand, ich will wirklich niemandem im Wege stehen. Und wenn der Ali das für richtig hält, dann sollte er das so machen. Ich habe ja gemerkt, wie der Ali dafür brennt. Ali hat gerade angerufen, er macht jetzt Feierabend. Und er hat auch gerade noch mal gesagt, wir sollen einfach machen, wie wir es gut finden, weil am Ende sollen wir ja einfach zufrieden damit sein. Da kommt jetzt alles raus, was wir wollten. Ja. Dann kann sich das eigentlich sehen lassen. Das ist voll gut geworden. Wow. Ja. Und als nächstes würde ich mich dann auf jeden Fall dran machen, eben noch die Folie zu designen. Und da war ja auch das Logo relevant. Aber das wird auf jeden Fall noch spannend, ob das sich alles so umsetzen lässt. Und hoffe ich auf jeden Fall sehr. Mal sehen, was rauskommt. Genau. Hallihallo. Hi. Anders, gell? Puh. So fehlt so jede Liebe, die hier drin war, gell? Das ist übrig sozusagen. Mir geht es ehrlich gesagt ein bisschen näher jetzt gerade, als ich dachte. Hier auf YouTube ist noch ein Video online. Das war das Showroom vorher. Herzlich willkommen bei der Familienmanufaktur Naturnah Möbel. Wir produzieren bereits in 3. Generation nachhaltig maßgefertigte Massivholzmöbel. Naturnah Möbel ist eigentlich aus der Not raus entstanden. Durch Ben seine Krankheit haben wir uns gesagt, wir brauchen eine neue Perspektive, ein zweites Standbein. Ja, wir waren halt eigentlich mitten im Leben, ne? Mandy schwanger und dann bin ich krank geworden. Ne? Ich wurde 2015 am offenen Herzen operiert. Da musste dann meine Aortenherzklappe ersetzt werden und ein Bypass gelegt werden an einer ziemlich komplizierten Stelle. Es war eine heftige Operation, die auch richtig schlecht gelaufen ist. Ich reanimiert werden musste und das volle Programm. Wir waren auch damals nur Künstler, nur Musicaldarsteller. Das heißt, wirklich viel Geld verdient hatten wir nicht, Rücklagen hatten wir keine, Mandy in Elternzeit. Und da haben wir uns, wie schon gesagt, eine Perspektive gesucht. Wir hatten ja als Musicaldarsteller keine Ahnung von gar nichts. Learning by doing, Bücher, Tutorials, Seminare, Webinare, alles uns draufgepackt. Egal ob Marketing, Buchhaltung, ganze Logistik mit Speditionen, Personalwesen, also das sind wir einfach wirklich in alles reingewachsen. Es war hier in den Hochzeiten ein absoluter Ort für Entfaltung und für Freude, für Produktivität. Wir haben Mitarbeiter dann geholt, relativ schnell, zügig waren wir dann 10 Leute alleine in Leipzig. Wenn es um finanzielles Hoch geht, zum Beispiel, was wir hier erlebt haben, ne, dann erinnere ich mich, das war ein Tag, da macht es nur noch Kling, Bestellung, Klang, Bestellung, Klang, Bestellung. Wir guckten uns nur an und sagten, was ist heute los? Was geht denn hier ab? Eine Buddel aufgemacht und haben gesagt, das wird jetzt mal gefeiert. Das war heftig, das war krass. Ne? Es funktioniert, ne? Es klappt, was wir hier alles machen. Wir haben gesagt, wenn wir die erste Million mal knacken an Umsatz, dann feiern wir richtig. Ne? Und dann war es im Sommer soweit, dass wir die erste Million da geknackt haben. Und ich habe es dann Ben gesagt. Und das war vielleicht so eine Freude von 10 Minuten. Wir haben dann kurz angestoßen und dann war es schon eher so, okay, was jetzt?
ja, die zweite Million muss her. Da fing dann so dieser Run so langsam an, ne? Dass das Ego auch dann so hoch kam zu sagen, okay, na jetzt müssen die 2 Millionen her. Und dann fing das alles an, uns über den Kopf zu wachsen. Ich bin ziemlich K.O., aber wird schon gehen. Also muss. Es gibt da nicht so die Möglichkeit, dass es nicht geht. Es muss ja einfach raus. Das Problem ist halt, dass es morgen soll es eigentlich schon mit Regnen anfangen. Wir wollen heute die Erdnüsse ernten im Feld, das überschwemmt wurde, das unter Wasser stand. Einfach mal schauen, was da rauskommt. Wir wissen zwar, dass manche Erdnüsse nicht mehr ganz sind, aber die Frage ist, ob noch Erdnüsse ganz sind, die wir ernten können, die ja Qualität haben. Das schauen wir jetzt mal. Durcharbeiten, fertig machen, durchhalten und dann geht's weiter. Sag mal, wo nimmst du heute deine Motivation her? Den Ärmel hätte ich auch gerne, wo du die rausschüttelst. Man denkt nicht, boah, sind wir jetzt ausgelaugt, weil man hat die Zeit dafür nicht. Man arbeitet halt einfach weiter und man fällt man ultramüde ins Bett und steht ultramüde wieder auf und dann arbeitet man wieder weiter. Zu braun. Weil die erfroren sind. Weil wir schon ersten Frost hatten und die Pflanzen sind nicht frostresistent. Das heißt, sie sind jetzt braun. Also für dieses Feld bin ich schon ziemlich hoffnungslos. Ich freue mich, wenn ein Drittel davon, wenn wir auf dem hinteren Drittel noch was finden. Und ansonsten ist es halt so. Es ist echt scheiße, aber man kann nichts machen. Jede Nuss, die wir nach Hause bringen und die es wert ist zu ernten, freuen wir uns drüber. Du hast ja noch viel Hoffnung. Ja. Ich nicht. Also wir werden dieses Jahr, glaube ich, kein Produkt verkaufen, mit dem wir wirklich dann eine Null schreiben. Weil diese ganze Arbeitszeit und der Invest in die Maschinen und in Saatgut und so weiter, das ist einfach alles viel zu hoch. Das können wir am Ende fürs Produkt nicht verlangen, dann kauft es uns keiner ab. Die ganzen Unreifen brauchen wir nicht ernten. Ne? Ist aber auch nicht wirklich reif, das ist noch viel zu feucht. Also ich würde nur das da vorne, ja, ungefähr noch ein Stück weiter, wo du stehst, ab da, ungefähr, ja. Ne? Und dann da hinten, da wo das Grüne aufhört. Ja, so machen wir das. Und den Rest lassen wir drin, weil was soll's? Nein, lassen wir drin. Das können wir nicht. Bock macht es dann in dem Moment auch keine, das muss man schon auch gestehen. Man macht's halt einfach, weil... Und die Laune war auch ziemlich im Keller. Wir haben halt dann einfach durchgezogen. Wir versuchen das zu nehmen, da wo am meisten Potenzial drin ist, das wo wir nutzen können. Also in Stressphasen gibt es keine eigenen Bedürfnisse. In den 3 Wochen, wo wir geerntet haben, da war nichts. Ja, aber je nachdem, wie wir persönliche Bedürfnisse... Ja, was sind denn bei dir persönliche Bedürfnisse? Schlafen und Essen? Schlafen und Essen. Das sind Grundbedürfnisse, Jakob. Das sind keine persönlichen Bedürfnisse. Okay. Hast du schon mal nach den Säcken geguckt? Oh, was für ein Rotz. Eva, wir haben viel Grünzeug drin. Was? Wir haben viel Grünzeug drinnen. Viel Grünzeug? So ein Scheiß. Wir fühlen uns schon das ein oder andere Mal ziemlich bescheuert, was wir da eigentlich gerade machen. Aber dann machen wir doch die nächste auch gleich noch. Das sind aber noch 2, ne? Ja. Bei jeder Sache, die wir bis jetzt angefangen haben, war es so, dass wir uns im Nachhinein dachten, hätten wir das alles gewusst, wüssten wir nicht, ob wir damit angefangen hätten. Das Krasse ist, dass in der Zeit, als wir am meisten Umsatz mit Naturnahmöbel gemacht haben, ging es mir mental am schlechtesten. Also ich habe angefangen dann Antidepressiva zu nehmen, einfach um performen zu können, nicht weil ich jetzt groß in der Depression war. Und dem nicht genug, weil ich einfach gemerkt habe, das reicht mir nicht. Oder ich komme nicht mehr runter abends, ich krieg's nicht mehr gehandelt. Fing mit einem Bierchen an oder mit einem Gläschen Wein, dann wurden es 2, dann 3 und dann war das halt hin und wieder auch schon mal gerne eine ganze Flasche oder so. Ne? Ja, du hast dich quasi ruhig gestellt. Ne? Ja. Und dann mit dieser Überforderung, die wir hatten, ja, wo wir sowieso schon am Ende unserer Kräfte waren, weil hier einfach alles zu viel war, da kam dann diese krasse Wirtschaftskrise, wo das Ganze losging. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind von heute auf morgen
50–60% der Kunden weggebrochen. Und dann kam eben dazu steigende Materialkosten. Hat dann wirklich in einer krassen unternehmerischen und vor allem auch persönlichen Krise geendet. Wir haben da ganz, ganz viel gegeben, aber irgendwann, wenn halt nichts mehr da ist, dann kann man auch nichts mehr geben. Als Paar haben wir nicht mehr existiert. Ja. Keine Gespräche, keine Zeit zusammen, kein Lachen, kein Sex, also es hat einfach nicht mehr stattgefunden. Es war nicht mehr da. Ich war in der Zeit auch noch schwanger mit der Emily, wo ich mit dem Rückblick so heute die Schwangerschaft eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen habe, weil ich habe so funktioniert. Ja, ich habe 2–3 Stunden nach Emilys Geburt noch aus dem Krankenhaus schon wieder angefangen zu arbeiten. Ich war wirklich total drüber und danach gab es auch für mich einen krassen Zusammenbruch. Einen krassen emotionalen Zusammenbruch. Da gab es tatsächlich den Moment, wo ich da weinend dich angeschaut habe und gesagt habe, warum ist Emily jetzt auf die Welt gekommen? Weil ich es nicht fühlen konnte. Heute weiß ich, dass sie genau richtig gekommen ist. Es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können. Ja, weil sie mir so viel Kraft und Freude gegeben hat und immer wieder Zuversicht und Hoffnung und bis heute. Natürlich auch der Leon, aber er war ja hauptsächlich in der Schule. Ja, es hätte kein gutes Ende genommen. Also wenn die Firma weiter auch so, wenn wir keinen anderen Absprung geschafft hätten, wüsste ich nicht, ob unsere Familie noch so da wäre und gesundheitlich. Aber es war eine krasse Zeit, sowohl positiv als auch negativ verbinde ich beides hiermit. Ja. Geh mal. Der größte Unterschied von der Gründung damals zur Gründung Alpha Paar ist für mich, dass wir durch die Erfahrung, die wir jetzt mit Natura Möbel gemacht haben, sehr viel klarer sind, was wir machen wollen und vor allem, was wir nicht machen wollen. Wir wollen nicht wieder in diese Falle tappen, dass wir sagen, wir arbeiten 15–16 Stunden am Tag. Danke. Ciao. Unser nächstes Ziel ist, unseren eigenen Alpha Paar Mentoring Kurs online zu bringen. Perfekt, Zitronen auch. Danke, Jungs. Wir haben mir den Bremsenprüfstand geholt mit Mehmet und Jaus. Der ist schon in der Werkstatt noch im Anhänger drin. Und so von der Einbaulage und von den Maßen müsste er eigentlich in den alten Schacht reinpassen. Aber ich meine, man weiß es ja im Endeffekt erst, wenn man den alten raus hat. Und dann müssen wir den alten ausbauen und den neuen dann reinheben. Ich denke, so 300–400 Kilo wird der wiegen, der alte. Seid ihr überhaupt bereit? Oder hat einer von euch Angst?